Habitäre, kommen Sie ran, kommen Sie rein. Heute ist eine neue Folge Viva la Movilusion Podcast am Start. Und weil wir drei allein immer langweilig sind, laden wir ja regelmäßig Gäste ein. Und haben wir uns gedacht, jetzt laden wir mal jemand aus Bayern ein, der auch Bayerisch redet. Nicht gerade wie der Bürgermeister das letzte Mal oder die Schwabenseppen, sondern auch mal jemand aus einem anderen Milieu. Und zwar haben wir einen Bürger dabei, der ist einige bekannt aus YouTube. Da macht er so, spaßige Videos à la How to Leberkäse und Kruzifix, Preisenschell, reißt den mal zusammen. Und weiter fühlen gar nicht ein, weil das soll ich doch mal selber machen. Servus Bürger, Habitäre. Habitäre miteinander. Was heißt miteinander? Wir haben ja bloß zu zweit. Ja, genau. Ich soll mich jetzt haben selber einführen. Wer hat Bock auf mich? Die anderen zwei haben keinen Bock auf die, deswegen sind wir heute allein. Also, ja, ich hasse auch alle, grundlegend. Alle, die ich nicht kenne. Aber Mike kenne ich ja. Pussy Mike, Entschuldigung. Ja. Was soll ich sagen? Ich bin's, der Bürger. Ich mache YouTube und Livestreams und Gaming-Scheiß und so weiter. Bin aber abseits davon auch sehr Film- und Serien interessiert. Und weil wir uns halt kennen und überhaupt und sowieso, freue ich mich für die Einladung. Dankeschön. Ja, sehr gern. Sehr gern. Sehr gern. Gott sei Dank hast du nicht Habit gesagt, weil da mir jetzt wieder Schein geben, wenn du das sagst. Du musst mir draußen zuhören, wie sie die jungen Leute heutzutage gerissen. Ja, mehr die jetzt mit Backelratschen aufreißen, aber man darf Ich habe nichts damit zu tun. Die hast jetzt du reserviert, die Scheine. Backelfotzen ist gleich aufgerissen, hast du recht. Eben. Du hast ja schon gesagt, sehr filmaffin, da haben wir ja oft schon sehr interessante Gespräche geführt, weil du hast alles, ich mag alles. Ja, ganz so krass. Ist aber ganz lustig. Aber heute, glaube ich, haben wir einen Film gefunden, den wir beide mögen. Du hast raussuchen dürfen, weil ich bin ja sehr zuvorkommend und gastfreundlich, so wie es damals bei den alten Wikinger war. Ja, ich fühle mich auch rundum wohl. Verzeih mir. Ja, sehr schön. Verzeih mir, was hast du für einen Film ausgesucht und warum? Eigentlich gar nicht so ganz den Film, aber eher eigentlich das Franchise, weil ich Fanboy bin seitdem ich 7 Jahre alt bin, glaube ich. Alien. Ui. Angefangen beim ersten Teil. Und über den reden wir heute. Ich hoffe doch. Weil, wenn wir das ganze Franchise durchschmerzen hatten, hockt man bis um 6 da und kein Mensch möchte sich 6 Stunden und so einen Scheißdreck hin, glaube ich. Ich schon. Okay, geil. Ja, verzeih mir kurz für die Leute da draußen, die Alien noch nie gesehen haben. Erst einmal Shame on you und jetzt kriegt ihr eine kleine Inhaltsangabe vom Birgster, warum oder um was es bei Alien eigentlich geht. Wo fangst du an? Konkret im ersten Teil geht's drum wo fange ich da an? Das ist jetzt so ein wunderschöner Teil, der eigentlich sofort ausgeschnitten geht. Nein, das passt schon. Ich hätte gerne jetzt schon, dass wir kein Video nicht haben, wo so ein lustiger Staubgnädel vorbeifliegt. Ja, genau. Ein interstellarer Mineraltransporter gefüllt mit einer Crew fliegt in Richtung einer Raumstation, um da was abzuliefern, werden abgefangen, beziehungsweise kriegen ein Notsignal, verlassen ihren Kurs, wachen dann aus einem Kryoschlaf aus, finden ein außerirdisches, nicht menschlich gebautes Raumschiff, sage ich jetzt einfach mal so, und finden da drin nicht-irdisches Leben. Das geht dann auch gleich einmal sauber schief und dann ziehen sie sich ein nicht so ganz freundliches Mistviech mit auf einer eigenes Raumschiff, das Nostromo heißt, und dann geht die ganze Gaudi los. Ich weiß nicht, soll ich den ganzen Film erzählen oder machen wir das Stickerl für Stickerl? Ich habe keine Ahnung. Es passt schon so mal als Intro jetzt, weiß ich zumindest, um was das geht. So wird Mama halt schon geschimpft haben, man soll den Scheißdreck von draußen mit einziehen. Sie haben es nicht verstanden und haben halt mit eingezogen. Kürzer jetzt zusammenfassen können, und zwar, es gibt für Produzenten anscheinend so, habe ich nachgelesen, so Leser, die einer dann so Drehbücher immer vorlesen, kurz zusammenfassen, damit die angefixt werden. Und anscheinend hat der Leser für die Produzenten zu Alien einfach nur gesagt, it's like Jaws, but in space. Das beschreibt es eigentlich ziemlich gut, möchte ich behaupten, weil genauso wie beim Weißen Hai ist es auch hier so, dass das Alien ganz wenig Screentime hat. Es kommt ja erst ziemlich spät wirklich zum Singen.
Und der Film arbeitet viel mit Atmosphäre und halt auch mit dem, dass man im Weltraum ist und dieses beklemmende Gefühl die ganze Zeit hat. Man weiß eigentlich gar nicht, was jetzt los ist, was ist da. Ich kann nirgends hin, weil ich in meinem Scheißhaus Shuttle drinnen sitze und nicht aus kann. Das macht ziemlich viel in dem Film aus für mich. In dem Fall auch nicht so wichtig, dass ich das Alien permanent im Fresse kaut kriege, sondern ich finde da die Atmosphäre von dem Film ziemlich geil und das Beklemmende. Und außerdem gefällt mir diese 80er-Jahre-Settings von den dreckigen, zusammengewürfelten Raumschiffen, wo du aber denkst, wer dann sowas bauen, wer dann mit sowas fortfliegen. Das auch gerade, aber ich weiß gar nicht, wie man sowas nennt, diese Mischung aus fast schon Steampunk und Cyberpunk und dieses dreckige, ständig saufinsterne, wie es du schon eher gesagt hast, beklemmende Gefühl in diesem Film ist unerreicht eigentlich. Das kenne ich aus keinem anderen Film, der das so hingebracht hat, dass das zusammenpasst. Du denkst dir die ganze Zeit, diese Monitore, sie fliegen irgendwo Lichtjahre umeinander und haben dann aber Röhrenmonitore und Tastaturen, die sie irgendwie aus dem Zweiten Weltkrieg. Das passt eigentlich überhaupt nicht zusammen, aber es passt halt voll zusammen. Das ist so schwierig zum beschreiben. Ja. Ich weiß genau, was du meinst. Mir gefallen auch die Settings von den alten Sci-Fi-Filmen, die gefallen mir meistens besser als die modernen. Oder wenn es neue Sci-Fi-Horrorfilme machen, wie Infinity oder Pandorum, die haben einen ähnlichen Stil, finde ich, gehabt. Das schaut immer geiler aus als diese hochglanzpolierten, alles im steril weißen, gehaltene Raumschiffe. Ich glaube, bei Live zum Beispiel hat es auch so ähnlich ausgeschaut. Das gefällt mir alles nicht so. Also ich mag auch lieber diesen alten, dreckigen 70er, 80er Look von die Raumschiffe. Auch wenn es wahrscheinlich niemals so ausschauen darf, weil warum sollte ich überall einen scheiß Gitterrost einbauen, zum umeinander laufen in so einem Raumschiff? Oder lauter so Schleich und einen rostigen auch noch. Schleich ja, genau, und so. Das, wenn dann der Bewegungsmelder, der alle 0,5 Sekunden piepst und lauter so ein Scheiß, das was halt niemals in echt so war. Aber es passt da einfach rein. Es gibt, glaube ich, auch in meinen Augen nur ein anderes Franchise, wo das genauso gut umgesetzt ist und das ist halt Star Wars. Das ist sehr ähnlich, finde ich. Das ist richtig und Star Wars ist ja auch einer der Filme, die den Ridley Scott bei Alien inspiriert haben. Dann noch der Odyssey ins Weltall und welcher war der dritte? Ach, den kann ich jetzt nicht mehr sagen, aber eben Star Wars durch den Erfolg von Star Wars hat er auch das Budget dann noch gekriegt, weil er hat, ich glaube, knappe oder um die 10 Millionen Budget gehabt. Das haben sie ihm sogar verdoppelt nach dem Erfolg eben von Star Wars allein schon und als sie dann auch das Konzept gehört haben. War nicht schlecht, weil er hat ordentlich was umgesetzt, eben sehr atmosphärisches Setting baut, das schaut alles richtig geil aus. Das Design von dem Alien ist absolut geil und am Ende hat's gelangt für über 100 Millionen Box-Office. Das ist eine saubere Hausnummer, würde ich mal sagen. Vor allem, wenn man mal drüber nachdenkt, aus welchem Jahr dieser Film ist. Das ist eigentlich 1979, das ist ein Gruselding hinballert. Just jetzt in diesem Moment ist das Ding 41 Jahre alt und dieser Film funktioniert halt einfach immer noch. Er ist, das muss man ja so gefühlsmäßig, er ist ein bisschen langsam. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt anders beschreiben soll. Es ist sehr ziergerte Kamerafahrten. Mir fällt jetzt leider Gottes kein anders geschwollenes Wort wie Pacing ein. Tut mir leid. Aber das merkt man schon, wenn man sich den Film anschaut, dass das natürlich kennt man ja da seine 41 Jahre an. Aber trotzdem funktioniert er einfach immer noch. Absolut, ja. Das, wenn man da mal drüber nachdenkt, 1979, erstens war da von uns zwar noch keiner auf der Welt, noch ein ganz Stückel sogar nicht. Oh ja. Wenn man da mal drüber nachdenkt, was vor Alien so für Horrorfilme oder Body-Horrorfilme und Monster-Horrorfilme am Start waren und dann kommt der Ridley Scott mit einem H.R. Giger Viecher-Design ums Eck. Ich hätte so gern die Reactions in die Kinos von die Leuten gesehen. Unter anderem auch meine. Damals, was natürlich nicht möglich ist, aber das hätte ich gern gesehen. Ich hab nur mal ein Beutel gesehen von so einem Testpublikum, das aufgenommen worden ist bei der Chestbuster-Scene. Und genauso wie man sich das vorstellt, der hängt vorm Gesicht, abgewandt vom Beutel und so. Genauso stelle ich mir vor, dass er in die Kinos dann zugegangen ist, wenn man das erste Mal sieht, wie so das dreckige Mistviech aus dem Brustkorb rausschießt. Das ist auch, ich wiederhole mich wahrscheinlich, aber das funktioniert einfach 40 Jahre später noch. Die Chestburster-Scene ist wirklich eine der markantesten und krassesten Filmszenen eigentlich jemals. Absolut, ja. Und ist, glaube ich, jetzt weiß ich nicht von wem, 2004 hat es aber so eine Wahl gegeben mit die gruseligsten Filmmomente und ich glaube, da ist die Szene auf Platz
2 oder so der gruseligsten Filmszenen bis dahin gewählt worden. Völlig zu Recht. Was war die erste? Das würde mich jetzt interessieren. Ich habe nur den Artikel gelesen über Alien und da war es eben drinnen, dass er auf Platz 2 war. Der erste war nicht drin, ist nicht dabei gestanden. Aber, und nochmal auf das Thema dann zurück, was du erzählt hast, dass ziemlich langsam ist. Das ist das, bevor wir angefangen haben zum Aufnehmen, haben wir schon geredet, welche Fassungen das man sich jeweils angeschaut hat. Du hast die Kinofassung gesehen, ich habe den Director's Cut gesehen. Und beim Director's Cut ist es so, der ist 1 Minuten kürzer, weil eben genau das Thema mit diesen langen Kamerafahrten, die gemächlichen Einstellungen und so, das ist da ein bisschen temporeicher gemacht worden. Also man hat die Kamerafahrten verkürzt, man hat ein bisschen alternatives Bildmaterial. Am Schluss, wenn da der eine in das Nest eingesponnen ist und abgefackelt wird, das war in der Urfassung nicht drinnen. Aber nein. Meiner Meinung nach sind das Unterschiede, da gibt's eigentlich kein besser oder schlechter. Es ist eben, wenn ich es richtig schön gemächlich mag, baue ich mir die Kinofassung ein. Wenn ich sage, ein bisschen schneller darf es schon sein, dann schaue ich mir einen Director's Cut an. Macht aber in meinen Augen nicht viel Unterschied, weil was die Minuten reißt für mich nicht raus. Und es ist wirklich, es ist so marginal der Unterschied, dass das da in dem Fall komplett wurscht ist. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals 2 verschiedene Versionen gesehen habe, aber ich glaube, die 1 Minuten macht das Kraut nicht fett. Der Film kehrt so. Ja. Der kehrt so. Die Atmosphäre funktioniert nur, wenn das so langsam gediegen ist, wenn die da so einen Gang entlang gehen und das dauert halt einmal Minuten. Ja. Und es passiert nicht recht viel. Und das Alien hat eine Screentime von, 4 Minuten. 4 Minuten. Ich hätte jetzt, gefühlsmäßig hätte ich gesagt, nicht einmal eine. Aber das langt. Ja, das langt absolut, ja. Es kommt ja erst nach, ich glaube nach einer Stunde circa, ist das Alien das erste Mal richtig sichtbar. Und der erste Auftritt ist ja sowieso so geil, wenn es da wenn sie in die Kettenmoney drinnen hängt, ja, oder? Ja, da sucht, ich weiß jetzt leider seinen Namen nicht, aber ich glaube, er ist der Mechaniker. Aber die Namen von der Katze weiß ich, Jones. Jonesy! Ja, genau. Und die Katze mag irgendwie nicht kommen, weil sie so wie rufen mit Kitty, Kitty Cat, Kitty, Kitty Cat. Aber als Meme-Generation wissen wir, dass man sagen muss, was ist eigentlich das Gegenteil? Ich weiß nicht, was das überhaupt soll. Kein Mensch sagt wenn eine Katze. Ja, aber wie schreibst jetzt du als Text? Was sollst du jetzt da schreiben? Keine Ahnung, aber dein Geräusch hört sich sehr okay, als da die da etwa beim Feppen hören. Entschuldigung. Nicht schon wieder. Ich kann mich, wo ich will. Nicht schon wieder live beim Feppen aufgenommen. Ich kann mich, wo ich will, ich kann mich, wann ich will. Ja, wo sind wir hängen? Der erste Kill genau. vom Mechaniker, der die Katz versucht zum Fangen. Ja, genau. Und dann ist eigentlich das erste Mal das Alien in seiner Final Form zum Sehen. Und auch nur mal wirklich extrem kurz. Aber ich wiederhole mich, es langt, dass du weißt, was geschlagen hat. Es liegt unter anderem halt auch dran, der Ridley Scott wollte ursprünglich Mechatronics hernehmen für das Ding, war damals aber noch nicht so weit, also die Technik war noch nicht so weit, dass das also machen können. Dann hat man sich entschieden, ein Kostüm zu bauen und da einen Mann hineinzustecken. Und wenn man halt den so da steht in dem Kostüm, dann schaut es jetzt schon ein bisschen lächerlich aus. Und das war ihnen dann auch bewusst. Darum haben sie es eben dann auch so gemacht, dass sie gesagt haben, okay, man sieht das nicht oft und man sieht es immer auch nie in Komplettaufnahme, wie es darstellt, sondern immer nur so Ausschnitte von dem Körper. Und somit haben sie es halt dann auch geschafft, dass das nicht lächerlich wirkt, sondern einfach intensiv und gruselig. Das fällt dann auch auf, sobald das Viech seine Auftritte hat, wird gleich ganz viel flotter geschnitten. Ja. So, eigentlich schon fast so Jump-Cut-mäßig, wie das heute gerne mal zu krass übertrieben wird. Und es funktioniert aber, dass das Viech halt eben nicht lächerlich ausschaut. Es gibt nur eine Szene ganz am Schluss, finde ich, da sagt man es richtig. Und das macht ein bisschen was kaputt dann an dem Viech auch, zumindest für mich, nämlich wenn es dann ins Weltall ausschleudert und dann so noch so an diesem Kettendings da dran hängt, da sieht man es nämlich dann ziemlich lang im Ganzen. Und dann sieht man schon, dass das nicht so, dass das sehr ein bisschen klobig und dicklich ausschaut, irgendwie so, halt einfach nicht so, wie soll ich sagen, so wie man eben heute das Viech gestalten darf, weil es halt einfach vor 41 Jahren einfach auch nicht möglich war, wie denn auch. Ja, das stimmt. Aber wie schon gesagt, es hat durch diese Anwendung von gerade Ausschnitte und Schnellschnitte, die ich eigentlich auch hasse, aber in dem Fall waren sie da im Rahmen, ist das sehr intensiv und atmosphärisch da drüber gekommen, die ganze Geschichte. Aber gesagt, einer der ersten Filme, der so gruselig oder der das in seiner Art einer der ersten Filme gewesen ist und was er auch noch eingeführt hat, war, und jetzt kommen wir zu dem Thema, was viele Leute irgendwie hassen, ist aber dieses immer mehr Frauen, immer mehr andere Farben und was weiß ich, viele Leute regen sich drüber auf, bei mir war das schon irgendwie scheißegal, weil wenn ich aus dem Fenster rausschaue, was sehe ich, überall Frauen und bunte Menschen und deswegen stört mich das nicht. Aber die Macher von
Alien waren da sehr erpicht drauf, dass sie unbedingt eine starke weibliche Figur haben, die das bis dahin männerdominierte Action-Genre mal aufbricht, dieses Klischee, dass nur Männer in einem Actionfilm oder in dem Fall ein bisschen ein Horrorfilm so stark sein können. Das war am Anfang die Ellen Ripley von der Sigourney Weaver gespielt, auch als Mann geschrieben. Aber es ist ewig lang drauf beharrt worden, dass es eine Frau sein muss und am Ende ist es halt dann auch eine Frau geworden und es ist für mich die richtige Entscheidung, weil ich finde, die Ellen Ripley ist eine richtig starke Figur. Ich hab's beim Underworld-Podcast Underwater Wonder natürlich, der traurige Suppenkasperl. Da ist mit der Kristen Stewart verglichen, die hat, finde ich, auch Epsi von der Ellen Ripley in dem Film und das Potenzial dazu, seine Figuren weiterzuspielen und hat der Ellen Ripley dadurch halt auch einen Durchbruch verschafft. Der Sigourney Weaver wahrscheinlich meinst du, oder? Ja. Aber nein, der Ellen Ripley. Die Frau Weaver war nicht ihr letzter Film. Und so ganz unerfolgreich ist die auch nicht, aber Alien ist, oder wahrscheinlich dann letztendlich Alien 2. Und Ghostbusters, nicht zu vergessen. Hat's dann da gebracht, wo es halt letztendlich ist. Das mit der Frauenrolle finde ich übrigens auch eine schöne Anmerkung. Das ist eine wunderschöne Schablone, wie man eine starke Frauenrolle konzipiert, ohne dass man das ins Gesicht grimmen wird, nach und nach, alle 2 Minuten, wie super krass unsere Frauenrolle ist. Ja, genau. Und was ich auch ziemlich interessant finde, den ganzen Film lang gibt's keine wirkliche Hauptrolle nicht in diesem Film. Die ganze Crew ist für mich irgendwie so die Hauptrolle. Also du weißt eigentlich nicht bis zum Schluss, bis eigentlich fast keiner mehr übrig ist, dass eigentlich Ellen Ripley der Hauptmotherfucker ist Ja, genau. Zuerst mal nur ein bisschen so der Kapitän halt, ist klar, weil also der Kapitän muss ja der Chef dann sein. Aber der verabschiedet sich ja ziemlich bald. Der ist relativ früh, der ist einer der ersten, der sich verabschiedet. Es gibt natürlich in Ende der 70er, Anfang der 80er schon dieses typische Macho-Verhalten von ein paar so Charaktere da drin. Ja. Aber es hat sich auch ziemlich schnell erledigt, wenn es dann das schwarze, ekelhafte Mistviech sehen. Ja, Gott sei Dank, weil Macho-Gehabe kriegen wir genug im 3. Teil, aber das wird ein anderes Thema. Ja. Schwieriger Teil. Ja, aber du hast es gerade gesagt, ich finde das in dem Fall nämlich auch bemerkenswert, dass die Figur, die ist so einfach so simpel und schlicht geschrieben, aber trotzdem halt dadurch eine starke Figur und das ohne ständig schaut her, wir haben eine unglaublich starke Frau geschrieben, wir sind mal die Besten, wir sind mal so emanzipiert. Davor kannten sie so viel leider Scheiben abschneiden, weil das ist ja dann auch meiner Meinung nach der Grund, warum so viel sie mittlerweile dann beschweren, jetzt haben sie wieder eine Frau hingesetzt, weil sie es halt oft einmal so mit Gewalt einfach hinhauen wollen, anstatt es einfach eine normale Geschichte schreiben. Und dann ist halt die Hauptrolle einfach als Frau gestimmt, das ist ja wurscht. Aber ich muss nicht mit Gewalt in einer Tour das dann betonen, wie stark oder sonst Dinge, dass es ist, sondern 1979, in dem das sowieso noch viel gespaltener war, die ganze Frauen- und Männer-Schicht, hat der Ridley Scott geschafft, dass er einfach sagt, schaut her, auch eine ganz normale Figur, und es ist halt einfach eine Frau, aber sie ist stark, so wie es auch sein kann. Das finde ich, schaffen heute einige nicht mehr. Ich denke da oftmals gern an die verpönte Szene von Avengers, wenn alle Frauenhelden gleichzeitig ins Bett rein müssen und das ist halt wirklich so mit der Keule ins Gesicht reingehauen. Da muss ich brechen. Das ist dieses Dränzer-Thema. Ganz ehrlich, es geht mir halt, das geht doch jedem nur auf den Sack. Ja. Das mit Gewalt mir diesen Scheiß ins Gesicht zum Schmieren. Ja gut, das glaube ich ist allerdings ein Thema, da kannst du 4 Stunden lang drüber diskutieren. Ja, aber man sagt halt wunderschön, bei einem 40 Jahre alten Film funktioniert das einfach von selber so, dass man nämlich erst gar nicht drüber reden muss. Das ist einfach so. Fertig aus, Amen. Ja, genau. Das weiß ich nicht, was da zum Diskutieren gibt. Das darf ich auch sagen. Also zum Festhalten ist halt, wir stehen auf starke Frauen, auch im Schlafzimmer. Und die dürfen im Schlafzimmer dürfen sie uns ins Gesicht hauen, aber also auch nicht. Ja, es kommt drauf an, was da ins Gesicht hauen. Was? Ja, das ist jetzt ein anderes Thema für eine andere Folge. Nein, aber wie gesagt, Filme mit starken Frauen sind immer herzlichst willkommen, aber halt macht es so wie der Ridley Scott, schnappt sich von dem eine Scheibe ab, der hat gesagt, wie es geht. Und was sie noch ziemlich cool gemacht haben, es ist beim Schreiben vom Drehbuch haben sie überlegt, wie kriegen wir eigentlich das Alien ins Schiff rein? Und irgendjemand hat dann Gaudi gesagt, ach weißt du was, das Alien fickt einen von denen und dann kommt halt der Alien-Ding aus von dem. Das ist interessant. Ist ja am Ende. Ja,
du musst immer auf IMDb bei die Trivias durchlesen, da sind immer sehr amüsante Sachen mit drinnen. Ich hoffe, das stimmen, aber ich verzeih's halt einfach, mir scheißegal, ob stimmen. Auf alle Fälle sagte der, ja, Alien fickt den einen. Am Ende ist es ja ähnlich umgesetzt worden, weil der Facehacker penetriert ja auch den Menschen und legt ihm da ein eine. Und sie haben halt da als erstes Opfer einen Mann gewählt und damit wollten sie halt auch das Aufbrecher, dass immer eine schwache Frau als erstes Opfer kommt, weil es halt einfach oftmals in diese horrorlastigen Filme so ist. Haben sie gesagt, nein, das machen wir nicht und halt auch unter dem Aspekt, dass eben eine Penetration vorfindet und das hat schon was von der Vergewaltigung, haben sie gesagt, das erstens mal ist es unangebracht, wenn das jetzt wieder mal eine Frau war und zweitens, wir haben eine starke Frauenrolle, haben wir dieses Klischee schon mal aufgebrochen, brechen wir das andere Klischee auf, es muss nicht immer eine schwache Frau am Anfang gleich hops gehen, sondern es erwischt halt diesmal einfach gleich mal ein Mann. Und das aber alles auf eine Art und Weise, dass du eigentlich gar nicht drüber nachdenkst, sondern es ist halt einfach so. Und genau so möchte ich das haben in Filmen, auch in Zukunft. Also bitte an alle Regisseure da draußen, macht es so, wie es der Ridley Scott gemacht hat. Und nicht mit einem Stempel, den es mir alle 5 Minuten im Pfosten reinhaut. Ja, ist unaushaltbar, teilweise. Funktioniert nicht, ne? Ursprüngliche Fassung über 3 Stunden lang. Ja. Was? Ja, leider nie veröffentlicht, das Ding. Ich glaube, 3 Stunden, 15 Minuten oder selbst war die ursprüngliche Fassung ein Haufen wesentlich blutiger, mehr Gore hat's geheißen, aber dann eben auch aus Angst vor dem X-Rating oder selbst ist es eben obergeschnitten worden. Ab wie viel ist denn der eigentlich? Der ist nicht ab 18, oder? Weil recht viel. Nein, der ist ab 16. So recht unfassbar blutig ist er nicht, bis auf die Chestburster-Szene. Ja, genau, und auch diese, wenn das Alien die Leute sein kleines Maul in Shell eine rammt, das sechst du immer nur ganz kurz. Das ist ein aber ursprünglich hätte ein bisschen mehr Manscherei kämen sollen. Aber es war ja so schon eklig genug, wenn du hast schon mal nachgelesen hast, was der ganze Dreck überall gemacht ist. Teilweise. Ich weiß zum Beispiel, dass es gibt ja diese ganz markanten Maulszenen, ja. Wenn es dann zum Zähnfletschen anfangen und so weiter, dass da zerrissene Kondome hergenommen haben und lauter so ein Rotz halt einfach. Je ekliger, desto besser. Die waren nicht gebraucht. Der Ausschauen das schon so. Ja gut, beim Stichwort Nachhaltigkeit waren sie anscheinend dann auch Vorreiter. Ich weiß nicht, ob Alien recycelbar ist, keine Ahnung. Nehmen wir uns Kondom. Alles recycelbar. Ja, und dann auch Leute, wenn der Facehacker dann da seziert wird, das sind dann Schafnieren und Austern hergenommen worden für den Parts. Ja, bei der Chestbuster sind auch Tierinnereien, echtes Blut. Und bei den Innereien vor dem wie hat er geheißen, Ash, oder? Hat er geheißen, dann Ian Holm, ja genau, der Ash, dieser Android. Den wollte ich gerade anmerken. Ja, sind auch Nudeln und Kaviar und Mulch und also es muss eine richtig widerliche Manscherei gewesen sein. Und dann kriegst du halt bei der Chestburster Scene das Zeug auch noch in die Fresse gespritzt. Richtig geil. Ich finde allgemein ich wiederhole, 1979, 41 Jahre alter Film, diesen Androiden, ganz interessant und vor allem, wie er gemacht war. Mhm. Wenn er dann der Schlang wird und dann kommt diese gelbe Sauce raus. Eigentlich weiß die ganze Zeit bis dahin noch gar keiner, dass er ein Android ist. Ja. Und wie er dann zleckt, auf dem Tisch liegt und so weiter, dieses ganze Gedöns, das da außer hängt und diese ekelhafte Scheiße, die überall rauskommt. Props an den, wie nennt man den, Art Director, an den Designmenschen, der das Ding entworfen hat, wie das dann letztendlich ausschaut. Gefällt mir sehr gut. Ja, also ich mag mich nicht einlegen drin, aber es passt halt einfach irgendwie zusammen. Warum nicht? Gute Frage. Ja, es passt zusammen. Es war ursprünglich, der war anscheinend auch nicht von Anfang an dabei als Android, sondern hätte ein Mensch sein soll. Und jetzt weiß ich noch mal, ich glaube nicht der Ridley Scott selber, sondern jetzt weiß ich noch mal, wer irgendjemand da dann regt sich heute mal auf, da gibt's eine Dokumentation, irgendwas mit der Beasts. Frag mich nicht, wie die Dokumentation ist, der Mann regt er sich recht auf, weil er sagt, nobody gives a rat's ass about this, about he being a robot or not. Und er hat zwar irgendwo recht, das interessiert echt, das ist eigentlich scheißegal, ob er Roboter ist oder nicht. Finde ich nicht. Aber ich fand, das kleine Aber ist halt, also es bringt geschichtlich nicht viel voran, aber das kleine Aber, das ist halt ein kleiner Mindfuck, wenn er ihm das Real über den Shell umhaut und auf einmal kippt der Kopf weg und dann geht er weiter und dann sagst du, wow, fuck, das ist ein Android, das ist ein cooler Wow-Effekt. Es ist halt, da wenn's da mal, ich finde nicht, dass das keine Rolle nicht spielt. Schmerzt mir nicht der Gegenkruzifix. Ja, das ist der einzige Grund, warum ich da bin. Ach so. Wenn du den Film bewusst anschaust, also wenn du das zweite Mal mindestens sagst und du weißt, dass er ein Android ist und du weißt, dass er eigentlich der von Weyland-Yutani, also die Firma an sich, glaube ich, kommt da drin noch gar nicht so bewusst vor. Ich glaube, das Logo oder so sagt man, oder? Bin ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Aber so richtig zum Sprecher kommt die böse Firma dahinter auf alle Fälle nicht. Aber wenn man sich das nochmal anschaut, mit dem Wissen, dass er der eigentlich böse Android ist, der den anderen ja alle verschweigt, dass das Alien einfach nur sichergestellt werden soll, die Crew ist entbehrlich, darf sterben,
dann finde ich, tragt das schon einiges dazu bei, dass er Android ist, weil er halt keinerlei Emotion hat und sie einfach nicht, ein Mensch darf vielleicht noch umlenken und sagen so, ja, fuck, bring das Viech um, weil ich nicht möchte, dass die ganze Crew stirbt. Ein Android tut das mit Sicherheit nicht. Na. Weil er halt einfach von oben oder sonst wo den Befehl kriegt, du machst jetzt das und so weiter und dann zieht er das halt auch durch. Ja, genau. Und er sagt ja, das Wesen war die einzige Priorität und dann auf die Frage, was ist mit uns? Es gab nur diese eine Priorität. Ja, genau. Scheiß Androiden. Ja, das ist ein netter Wink mit dem Zaunpfahl in die Zukunft. Das ist und ja, das genau. Vor 41 Jahren. Und das Thema ist aktueller denn je. Und der Ian Holm hat da eben schon gesagt, dass Hobbits garstig sind. Wie es der Gollum später richtig nochmal sagt. Garstige Hobbits. Genau. Ja, hast du noch ein bisschen was zum Verzeihen? Was habe ich noch zum Verzeihen? Hast du gewusst, dass ein Harrison Ford die Rolle für den Captain Dallas abgesagt hat? Habe ich gewusst, habe ich gelesen. Verzeih mir was Neues. Verzeih mir was Neues? Oh Gott! Das hast du mit Sicherheit aber auch gewusst, weil das weiß so gut wie jeder, weil die Szene einfach zu bekannt ist. Die Crew, also die Schauspieler etc. und auch einige am Set, wussten nichts davon, wie die Chestburster-Scene abläuft. Was die geschockten Gesichter erklärt, die realer sind, als man das wahrscheinlich spielen kann. Man sieht zwar über bloß einen Bruchteil von Sekunden durch die schnellen Schnitte halt in diesen brutalen Szenen, damit nichts peinlich und sonst irgendwie ausschaut. Und es wurde in einem Zug mit 4 Kameras aufgenommen. Das sind so Sachen, die ich weiß zum Beispiel. Das habe ich gewusst, aber ich wollte, dass du auch was verzeihst, was die Leute nicht gleich wissen. Vielleicht. Verdammte Scheiße, sonst weiß ich nicht mehr recht viel. Und ist halt auch, vor allem die Reaktion von der Dame, von der Veronica Cartwright, die Lambert spielt, also das schaut halt wirklich so echt aus, wenn die da schreit. Und es heißt halt eben auch, dass sie haben, genauso wie du sagst, sie haben nicht genau gewusst, was passiert. Sie haben gewusst, es passiert was, aber nicht genau was. Ist egal, ich meine, du musst ja den Schauspieler am Set auch irgendwie erklären, was sie jetzt zum Tor haben. Ja, genau. Und unter anderem haben sie halt auch nicht gewusst, wie viel Blut das da jetzt umeinander spritzt. Und da ja da mit Tierinnereien und so weiter gearbeitet worden ist und da eben echtes Blut dabei war, ist halt die Reaktion dann noch reeller, weil sie halt auf einmal den ganzen so viel Scheißdreck ins Gesicht eingespritzt kriegen, das sind sie normal nicht gewohnt. Und anscheinend hat ja die Crew rumdum, die meine haben schon so Regenmäntel gekriegt und haben sich auch schon gefragt, was da los ist. Es war anscheinend für alle ein schöner Schock, was da jetzt passiert. Da gibt's ich finde, ganz massiv, diese dauert, der Schnitt dauert, glaube ich, 0,2 Sekunden oder so. Aber da sagt man eben auch die Dame, jetzt habe ich den Namen vergessen, wo du gerade erwähnt hast. Lambert. Ja, genau. Da, wo es so richtig, also in dem Moment, wo das Blut in den Tee spritzt und der Brustkorb aufbricht, sagt man es wirklich ganz kurz, richtig krass ins Gesicht eingeschnitten, dass der nicht weiß, was da gerade passiert. Und der andere Kollege, der Japhet Kotto, der einen Parker spielt, der muss so lästig gewesen sein oder also geschockt gewesen sein danach, dass er heimgegangen ist und hat sich erst mal ein paar Stunden eingesperrt und nicht mehr mit seiner Frau geredet. Das kann ich verstehen, kann ich nachvollziehen. Ja, wir sind ganz, Dann finde ich mag schon keine Innereien, weißt du, weil es gibt da Leute, die fressen so einen Mist und dann schießen sie den ganzen Mist ins Gesicht, haut's ab. Ansonsten gibt's, weiß ich nicht mehr recht viel rund um den Film, wobei es wahrscheinlich aber ewig zum Verzeihen gab, wahrscheinlich. Freilich, also da glaube ich, kannst Bücher füllen damit oder eben Podcasts über Stunden hinweg aufnehmen. Was ich noch ganz geil finde, was ich auch irgendwo gehört habe, ist, dass als Viech selber, also als Aliens selber, diese ganzen Artworks und Designprozesse und keine Beutel von dem Viech erzeugt worden sind. Und zwar keinem, nicht mal dem Autoren selber. Die Crew hat nicht gewusst, wie das Viech ausschaut, niemand hat das irgendwie gewusst. Und ja, da kann ich mir halt schon gut vorstellen, dass das vor allem zu der Zeit, wo man sowas noch nie ansatzweise auch nur so gesehen hat, dass da das sehr Chart-Dropping sein muss. Oh ja, und so hab's dir da immer auch wieder von vielen Sachen heutzutage wünschen. Weniger in die Trailer einpacken, halt Sachen wirklich einmal geheim, sagt es nicht, das passiert auch so selten, der wird mittlerweile alles schon bei der ganzen Promotion vorgehaut und hingeworfen. Stop it, da ich da gerade sagen. Ja, schaut, das macht sehr viel kaputt, finde ich. Das sagst du mal, die moderne Filme, die werden sich gerade ein bisschen am Ridley Scott, seinem Alien orientiert. Das war so schön, das war so wenig zum Aufregen mittlerweile. Das Interessante ist ja, wenn du das Konzept von dem Film einmal anschaust und dann schaust du alles, was danach gekommen ist, ist eigentlich alles Alien 1. Das endlose Franchise. Ja, wann war der letzte Covenant? War 2017, glaube ich. Ich meine schon.
Bin mir nicht, aber 2017, 18 umeinander war das auf alle Fälle. Ja. Aber zu dem können wir sicher mal in einer anderen Folge, würde ich sagen, weil wenn du Bock hast, kann man uns das Franchise nach und nach vornehmen und durchkauen, inklusive Prometheus, Covenant und Alien vs. Predator und dann, dann war es schon. Bei Alien 3 und bei Prometheus werde ich zwar ein bisschen rumkotzen, da bin ich dann etwas weniger begeistert von dem Ding als von Alien 1 und noch ein paar andere Teile, aber liebend gern. Aber der Mike hat schon gesagt, weil wir über Alien geredet haben, wenn man einen Dreier anschaut, sollte man sich auf alle Fälle den Director's Cut anschauen, weil er macht ihn zwar nicht viel besser, aber er macht ihn ein bisschen schlüssiger und auch vom Schnitt her besser zum Anschauen. Kann man so dann. Aber ja, vor allem beim Dreier werde ich auch ein bisschen kotzen. Aber wie gesagt, wir wollen eigentlich nichts vorwegnehmen, das geht jetzt in andere Folgen dann hören. Jetzt kommen wir zu unserem allseits beliebten Spiel, Beziehungsspiel. Wie stehen wir zu Alien? Was finden wir toll an dir, was nicht? Birger, sag mal, was stellst du besonders hervorheben und sagst, das ist das Allergeilste in dem Film und wenn es denn was ankreiden muss, indem man sie verbessern soll, was ist das? Oh leck, was möchtest an dem Film verbessern? Was absolut geil ist, was das ganze Franchise für mich ausmacht, ist, ich habe das als Kind erlebt, zwangsweise bei meinem Nachbarn, deswegen bin ich wahrscheinlich auch so geflasht davon, ist einfach das Design von dem Viech selber. Dieser HR-Giga-Typ ist, wenn man so schön sagt, ein Genie und Wahnsinn, ist sehr nah beieinander. Das ist, glaube ich, was einfach dieses Franchise ausmacht und was absolut geil ist für mich. Was man beim Einser besser machen kann, ist einfach, das ist aber einfach seinem Alter geschuldet, da haben wir auch schon kurz drüber geredet, das ist, dass er einfach ein wenig langsam ist. Das darf heute wahrscheinlich kein Regisseur der Welt mehr so machen, aber ist jetzt nicht wirklich schlimm, aber das, glaube ich, kann man besser machen. Dann füge ich da auch kurz was an, und zwar genau das, was mir gefällt, ist dieses Langsame. Es machen noch ein paar Regisseure, aber das ist meistens im Indie-Bereich. In die großen Blockbuster-Dinger sechst du es natürlich nicht, weil je schneller, umso besser, ungefähr so wie im Schlafzimmer, was das ist. Das ist übrigens, was ich gemeint habe. Also das ist schon in Ordnung, der Film kehrt so, dass das alles ein wenig langsam und zügig ist, aber es ist halt auch ein Ticken zu viel. Genau, aber das ist mein Highlight. Ich mag das, gemächliche Erzählung und dann natürlich auch das Design, das ist unglaublich geil und eklig. Und wenn ich was ankreiden müsste, dann ist es eben diese Lambert und die Szene, wenn es mit dem Alien konfrontiert ist und die ganze Zeit da steht, ich kann nicht, lauf, nein, ich kann nicht. Ja, da rennf ich, dann lass dich von dem Alien slingen, du Deppert, das hat mich aufgeregt. Ja, sie ist auch der nervigste Charakter. Ich glaube, das ist aber Absicht. Also es fühlt sich so an, als wäre es Absicht. Das kann sein, aber das hat mich genervt. Was nervt mich aber immer, ja, ich weiß, die hat einen Schock, die kann gerade nicht, Baba interessiert mich nicht Schock. Macht es anders, die soll volllaufen und nicht umeinander trinken. Oder halt dann einfach ehrenvoll in Ruhe sterben und nicht umeinander trinken und schreien, sie kann nicht. Wenn es dann davor läuft, dann muss das Alien wieder nachlaufen und dann schaut das ultimativ peinlich aus. 1971, glaube ich, das Gefühl. Aber sie könnten es halt so machen wie bei, ich glaube, ist das Hellraiser 2, das weiß ich jetzt nicht mehr, davor haben wir so Viecher im Gang auf einen zu und das Viech haben sie auf einem Motorrad aufgebaut und lassen es dann so Viere fahren und das fällt damals nicht auf und schaut voll brutal geil aus und wenn man jetzt gibt's ja mittlerweile die 48K Auflösung von Hellraiser, brauchst du unbedingt. Unbedingt. Auf einmal sagt man halt, wenn das alles sehr Hauptgeld ist und nur mal so so pixelig ist, dann sagt man auf einmal, hey, halt mal, da unten ist ein Radl, ist das etwa ein Motorrad, auf dem das Ding umsetzt. Wunderschön. Darum schauen wir so alte Heime lieber am allerliebsten, dass wir alle nur auf VHS so schauen, weil dann sind sie richtig dreckig und man genauso mag ich es da, oder nicht diese Hochglanzpolierte. Ja, ich hab mir Alien 1 noch mal angeschaut und hab mein Brain aber da. Und so richtig den sagst du doch gar nichts mehr. Ja, ich sag zumindest, dass da irgendein schwarzer Batzen Leid frisst, keine Ahnung. Muss gelungen. Gut, unseren Triple Threat kennst du ja auch mittlerweile, also hau aus, gibt's Titten? Jein. Du spielst aufs Finale, oder? Ja. Aber es sind keine nockerten Titten, also nein. Nein, nockerte, es gibt keine Nippel. Ja, genau. Schade. Hashtag Free the Nipple. So unscharf ist die Frau Weaver nämlich damals gar nicht. Ja. Anderes Thema, weil sonst hätten wir wieder deine komischen Geräusche. Komme, wo ich will und wann ich will. Haupt du Assi. Sag mal lieber, ob Tiere sterben. Nein. Ich hab nämlich auch mal gemeint, kurzzeitig, dass das hat, aber Jones kommt durch. Ja, ich hab den Film eine ganze Zeit lang mal sehr lang nicht angeschaut, so über 10 Jahre mindestens, und war immer schwer davon überzeugt nach irgendeiner Zeit, dass das Alien aus der Katz kommt, was halt hinten und vorne überhaupt nicht zusammenpasst, weil Chestburster, what the fuck are you
talking about. Ja, genau. Und dann sagt man entblößte männliche Trompeten. Nö, keine Trompeten. Keine Trompeten. Also keine Titten, keine Trompeten, keine toten Tiere. Wieder mal ein Film, der eigentlich nichts zu bieten hat. Wie kannst du das sagen? Keine toten Tiere? Nein, das wollen wir eh nicht. Wie es jeder vernünftige, gesunde Mensch tut, wenn er einen Film sieht, wo ein Viech vorkommt, sagt das Wort, oh Gott, hoffentlich stirbt das Viech nicht. Das Problem ist, dass es meistens stirbt. Ja, bin ich schon wieder saulästig, wenn selbst passiert. Keine Zipfing, keine Depf, keine Ersch. Langweiliger Film. Kann kein guter Film sein. Das stimmt eigentlich, ja. Was hat's eigentlich für komische Unterhosen, oder das mir nur kurz aussprechen? Das wollte ich überlege schon die ganze Zeit, dem ich da sitze, so, wie erkläre ich jetzt, was ich von dieser Unterhosen halten soll. Das schaut aus wie aus einem Unterhemd selber ausgeschnitten und zusammenbunden. Wieso zieht sie denn auch nicht den Tee einfach? Was tut die Last einfach so? Die zieht Hosen auch, die hat ja gar keine, also die hat ja so einen Overall, den zieht dann aus und dann hat sie die Unterhosen ja so. Die so auf halbe 8 dran hängt. Warum denn eigentlich? Ich weiß auch nicht. Und warum, wie gesagt, warum so komisch? Die schaut aus wie, was weiß ich, so selber gemachte Stoffwindeln oder selbst, was so, wie man in so in den Mittelalterfilmen vielleicht ab und zu mal gesehen hat. Ganz komisch. Also, das sollte man eigentlich als, das gefällt uns gar nicht. Das stimmt eigentlich. Ich revidiere das Pacing des Filmes ist wundervoll, aber die Unterhosen, die geht gar nicht. Null, haut's ab mit den Unterhosen. Das ist furchtbar. Ja, passt. Dann, Birger, so eine geile Runde mit dir. Vielen Dank, dass du dabei warst. Freut mich sehr, hat Spaß gemacht. Ja, geil. Und dann haben wir miteinander das Alien-Franchise nach und nach durch, wenn die Leute drauf Bock haben. Ich hätte Bock. Ist mir wurscht, was die Leute sagen. Mir eigentlich auch, weil uns hört eh keiner zu. Versteht einen sowieso gerade ein kleiner Bruchteil von der deutschen Bevölkerung. Ja, das klang dabei. Ja, das klang da. Es ist eh der erhabene Bruchteil. Und ansonsten sagen wir wieder Danke an die Leute, die zugehört haben. Wie immer wisst ihr, was ihr da habt. Abliken, ablecken, teilen, kommentieren, abonnieren und ja, und abfappen auf uns. Ja, genau. Vor allem, wann du willst und wo du willst. Genau, in deiner Küche, auf deine Kunst, ist scheißegal wo. Du kannst überall kommen, wo du willst. Wir sagen mal Merci und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder zuhört, Leute. Also macht es gut, haberdere. Merci, bis zum nächsten Mal. Haberdere.